God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Shout out your praise. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out our praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. But we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. 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 We shout out your There's joy in the house of the Lord. Es ist Freude im Haus von Gott. Amen. Guten Morgen miteinander. Ich habe sehr Freude, dass wir heute miteinander den Gottesdienst feiern. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte auch all die begrüßen, die am Stream dabei sind. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und mit uns zusammen heute den Gottesdienst feiern. Und natürlich habe ich noch ganz ein besonders guten Morgen für euch Kinder. Wir haben das Privileg, dass wir heute Morgen Kinder und Teenager dürfen da haben. Und zwar hat das Ganze einen bestimmten Grund. Ihr habt nämlich entweder letzten Montag mit der Schule oder mit dem Kinski gestartet oder ihr werdet morgen starten. Und für das möchten wir euch ein Segen mitgeben. Jetzt dürft ihr alle mal einen kurzen Moment hersitzen. Kinder, Teenies und die Erwachsenen. Ich möchte nämlich kurz etwas sagen dazu. Genau, wir haben einen mächtigen Gott.
Wir haben einen genialen Gott. Und wir haben einen Gott, der der gleich ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir haben den gleichen Gott, ob wir Ferien haben oder ob wir in der Schule oder im Kinski sind. Und das ist so etwas Tolles, dass er sich nicht verändert. Und Gott sagt in der Bibel, dass er mit uns ist und dass er für uns ist. Das heisst, er liebt dich. Er kennt dich. Er weiss, wer du bist, was du kannst. Er weiss auch ganz genau, was du nicht kannst. Und er sagt, ich stehe dir bei in all dem, was du in der Schule wirst erleben. Und für das möchten wir heute Morgen beten. Wir wollen beten, dass ihr merken dürft, dass Gott bei euch ist. Wir wollen beten, dass ihr gute Freunde dürft haben. Wir wollen beten, dass Gott euch beschützt. Wir wollen auch beten, dass ihr mutig sein dürft und dass ihr zu Jesus stehen, dass ihr euren Freunden von ihm erzählen könnt, dass ihr seine Liebe anderen weitergeben. Wir wollen beten, dass es euch gut gelingt und dass ihr merken, dass euer Gott jederzeit an eurer Seite ist. Wir sagen dem, wir wollen euch segnen. Das bedeutet, wir wünschen euch ganz viel Gutes und wir bitten Gott, dass er das Gute auch in Erfüllung geht. Und diesen Segen, den möchten wir einerseits den Kindern mitgeben, den Teenager, aber den möchten wir auch den Lehrern mitgeben und den Schulleiter, den Klassenassistenten, all denen, die in der Schule ganz einen Haufen tun für euch. Wisst ihr, dass wir ganz viele Lehrer, Schulleiter und Klassenassistenten in der Kirche haben? Habt ihr das gewusst? Mega viele im Fall. Richtig cool. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch sie segnen, weil auch für sie ist es immer wieder eine Herausforderung. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe ist von uns als ganzer Kirche. Wir haben so viele tolle Familien da und wir sind eine Kirche von allen Generationen, von den Babys bis zu den Grosseltern. Und es ist so schön, wenn Grosseltern, Eltern beten für die Kinder und ihnen so den Rücken stärken. Und darum möchte ich euch alle zusammen bitten, dass ihr jetzt aufsteht. Dann dürfen als erstes alle Lehrer, Schulleiter, Schulleiterinnen, Lehrerinnen, Klassenassistentinnen, Klassenassistenten, alle die in diesen Schulen im Einsatz sind, möchte ich bitten, dass ihr vorne kommt zu den Kindern. Und dann möchte ich auch die Eltern bitten, die ihre Kinder hier vorne haben, dass ihr, wenn ihr möchtet, zu euren Kindern steht und dass ihr hier auch für eure Kinder beten könnt. Wir machen es jetzt so, dass ich mit einem Gebet starte. Dann bin ich einen Moment ruhig, wo wir als ganze Kirche einfach laut, leise, wieder möchten, dürfen beten und dann wieder das Gebet wieder abschließen. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Kinder, für die Teenager, für die Lehrer, Schulleiter, Klassenassistenten, für all die Menschen, die du so fest liebst. Danke dir, Vater, dass du ihnen zusprichst, dass du mit ihnen bist. Danke, dass du sie stärkst. Bitte dir, dass du besonders bei diesen Kindern bist, die neu anfangen, dass sie schnell ihre Klassen hineinfinden dürfen, dass sie Freunde finden dürfen, dass es nicht wohl sein in der Klasse. Ich bitte dich, Vater, dass sie ganz viel Freude haben, um in die Schule zu gehen, dass sie nicht Angst haben müssen, weil sie wissen, dass du mit ihnen bist. Weil sie wissen, dass du jeden Tag, jede Stunde, egal ob sie Turnen oder Mathe haben, egal ob sie mit dem Kind einen Ausflug machen oder im Kreis sitzen, du bist da. Und du hörst ihnen zu und du gibst ihnen Kraft und du gibst ihnen Mut. Ich bitte dich, Vater,
dass du sie auch brauchst, dass sie deine Liebe dürfen weitergeben dürfen. Dass sie dürfen einen Unterschied machen in ihren Klassen. Dass sie dürfen mutig sein und dürfen von dir reden. Danke, Jesus, dass du die Lehrer stärkst und ausrüstest, dass du ihnen Weisheit gibst, Kraft, Liebe und Geduld. Danke, Jesus, dass da ganz viele kleine Lichtchen sind, die wir dürfen aussenden in das Umfeld, das du uns hineingestellt hast. Danke, Jesus. Danke, dass du die Kinder besonders fest liebst. Danke, dass dein Segen auf ihnen liegt, jeden Tag neu. Und mit diesem Segen möchten wir sie in ihren Alltag hineinschicken und deine Liebe über ihnen aussprechen. Amen. Jetzt machen wir es so, dass die Eltern wieder an ihren Platz dürfen gehen. Die Schulleiter, Schulleiterinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Klassenassistenten, die dürfen gerne durch diesen Gang dort hinlaufen. Dort gibt es nämlich noch ein Geschenk für euch. Und alle Kinder und Teenager dürfen noch da bleiben für das nächste Lied. Mit uns zusammen das Segenslied singen. Und nach diesem Lied könnt ihr wieder in eure Gruppen gehen, wo ihr dann auch noch ein kleines Geschenk zum Schulstart werdet bekommen. Segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen.
gehst. Du bist so wunderbar. Danke, Jesus.
Könige ist. Und obwohl er heilig ist er auf die Welt gekommen. Als Gott, aber auch als Mensch. Jesus Christus ist ganz Gott und ist ganz Mensch gewesen. Und als Mensch ist er in unsere Nähe gekommen, damit wir Zugang haben zum Vater. Er ist Mensch geworden, damit wir ein Vorbild haben, wir können auf Jesus schauen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du redest, dass du wirklich unsere Herzen verändern tust, zu deiner Ehre. Amen. Ja, mit dem Lied sind wir voll im Thema rein. Wir starten in eine neue Serie rein, wo im 1. Korintherbrief stattfindet. Der Paulus, wo der Korinther schreibt in ihren Herausforderungen. Ich glaube, es sind ganz ähnliche Herausforderungen, wie wir sie haben, hier in Silber oder hier in der Schweiz. Und die Serie geht es darum, was würde Jesus tun? Ganz praktisch. Und weil er ganz Mensch ist, können wir auf ihn schauen und immer wieder fragen, was würde Jesus tun? Soll ich mal die Armbänder geben? Schon ein Weile her. What would Jesus do? WWJD. Hat jemand so ein Bändeli? Ja, schau jetzt, noch ein paar. Jetzt gibt es neue Bändeli, aber es scheint immer noch sehr aktuell zu sein. Mega cool. Und heute ist das Thema aus dem What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Jesus und Erfolg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wem ist Erfolg wichtig? Also mir ist es extrem wichtig. Ich merke, ich muss zugeben, ich bin sehr erfolgsorientiert. Ich will Erfolg haben. Und gestern bin ich mit meinem Sohn sind wir schwimmen, haben ein Rennen mitgemacht, das Lützelau schwimmen. So hat es ausgesehen mit tollen Badkappen. Wir sind von der Lützlau, es ist eine Insel, auf Rapperswil geschwommen, 1,5 Kilometer, etwa 45 Minuten, ein bisschen mehr. Sind wir da durch Wellen, es hat gegen uns gewindet, es hat Wellen gehabt, sind wir da durchgeschwommen und wir sind erfolgreich gewesen. Mein Sohn ist erfolgreich gewesen, das ist sein Zertifikat. So sieht das aus. Wir sind nicht abgesunken, wir haben es geschafft und haben das feiern. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit Erfolg, aber ich finde das so etwas Tolles, wenn man Erfolg feiern kann. Und Erfolg kann ja sehr subjektiv sein. Eben der Erste zum Beispiel im Schwimmen, in diesem Rennen. Wir waren nicht ganz die Ersten, aber wir haben es geschafft. Und es kann auch sehr, wie sagt man, nicht subjektiv, es kann auch sehr umgekehrt. Es kann sehr objektiv sein, wenn ich zum Beispiel der Erste bin in einem Rennen. Und es kann auch sehr subjektiv sein auf mich, dass ich sage, hey, es ist mir gelungen, diese Woche einen Konflikt zu lösen. Und das hat mir so eine Freude ausgelöst. Und du sagst, ich freue mich an diesem Erfolg, wo etwas in meinem Leben da hat. Für wer oder was möchtest du erfolgreich sein? Für wer? Ich merke so ganz oft, geht es um mich im Erfolg hinein. Ich möchte erfolgreich sein im Half-Life-Kurs. Vielleicht hast du schon so einen Flyer gehabt. Wenn nicht, ich hätte da noch einen zweiten Flyer. So. Ich möchte gerne, dass ganz viele Menschen Jesus kennenlernen. Klar möchte ich kann niemanden überzeugen, ich kann niemanden bekehren, das ist alles Gott. Aber es macht etwas mit mir, wenn wenig Leute kommen. Es macht etwas mit mir, wenn nicht viel passiert. Ich möchte gerne erfolgreich sein, klar wegen Gott. Aber ganz oft, wenn ich ehrlich bin, wegen mir. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Für wer möchtest du erfolgreich sein? Ist es für dich? Ist es für jemand anders? Und dann stellt sich auch die Frage, wer ist verantwortlich für Erfolg? 1. Samuel 1, 18 bis 14 lesen wir. Wenn ich es finde. Gut.
Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Oder so gut. Jesus ist mit uns, Gott ist mit dir. Und das ist der Garant, dass wir Erfolg haben. Und jetzt könntest du sagen, hey, so gut. Egal was passiert, ich werde immer Erfolg haben, weil Gott mit mir ist. Aber jetzt ist die Frage da drin, wer ist denn verantwortlich, dass ich Erfolg habe? Ist die Garantie oder dass ich Erfolg habe, ist das abhängig von Gott? Ist es abhängig von mir? Ist es abhängig von meinen Lehrern, wenn ich jetzt gerade für sie betet? Ist es abhängig von meinen Umständen? Ist es abhängig von meinen Chefen? Von wem oder was ist Erfolg abhängig? Und wenn du keinen Erfolg hast, gibst du dann noch mehr Mühe. Sagst du, jetzt muss ich noch stärker schwimmen gegen die Wellen. Oder jetzt muss ich noch mehr leisten am Arbeitsplatz. Was ist, wenn du keinen Erfolg hast? Führt das zum Minderwert oder führt das dazu, dass du noch stärker, noch mehr Gas gibst? Wir haben ja gesagt, das Thema von heute ist Jesus und Erfolg. Und ich möchte dich fragen, ist Jesus erfolgreich gewesen? Was würdest du sagen? Ich höre ein Murmeln. Ja, ein Ja, genau, es kommt ein Ja. Es kommt auch darauf an, wer du fragst. Wenn ich euch frage, sage ich dir ja. Wenn ich jemanden frage an der Bahnhofstraße, sagt er vielleicht, ja, ein guter Mensch gewesen, aber gerade erfolgreich. Ich weiss nicht so recht. Wenn du die Menschen damals fragst, die mit Jesus auf dieser Welt gelebt haben, würden die sagen, ja, also ich hätte erwartet, dass er mehr Wunder tut, dass er mehr Brot vermehrt, obwohl er das natürlich gemacht hat. Oder die Jünger am Kreuz, wo Jesus am Kreuz hängt. Ist Jesus erfolgreich? Sie hätten damals gesagt, hey, unsere ganzen Träume, unsere ganzen Hoffnungen sind zerstört. Und wo er dann wieder aufersteht, eine kleine Gruppe von Anhängern, eine kleine Gruppe von Nachfolgern, die die ganze Welt verändern soll, ist Jesus erfolgreich gewesen. Mit der Auswahl von dieser Gruppe, der Auswahl von diesen Nachfolgern, müsste man in dem Moment ihnen sagen, ja, ist ja wirklich eine kleine, zusammengewürfelte, schwache Truppe. Ist Jesus erfolgreich gewesen? Hängt extrem ab von der Sichtweise. Habe ich eine Sicht aus dem Himmel oder habe ich eine Sicht aus der Welt, aus meiner weltlichen Perspektive? Und ich merke immer wieder auch, es gibt ganz viele Influencer, die auch viel schreiben. Und denen lässt man irgendwo mehr zu, was alles im Internet läuft, als was Jesus sagt. Und vielleicht sagst du, nein, auf keinen Fall. Das, was Jesus sagt, auf das höre ich. Aber ich möchte dich gleich herausfordern. Wenn Jesus so erfolgreich ist, in dir und durch dein Leben, wie oft höre ich auf ihn und wie oft höre ich auf mich oder was andere sagen? In unserer Kultur sagt, Stärke, Erfolg und Klugheit oder Weisheit zählt. Das ist das, was unsere Kultur sagt. Oder? Erfolg, Erfolgsdruck, Stärke. Aber Gott ist es, der Schwache erwählt. Und wir leben in einer Welt, die sehr erfolgsorientiert ist, wo es wirklich darum geht, Durchsetzungsvermögen, Erfolg musst du haben, Intelligenz steht hoch im Kurs. Und das sind wir geprägt, wir sind ein Kind von unserer Zeit, wenn es darum geht, dass Erfolg so wichtig ist. Es geht darum, wer ist der Beste, wer ist der Schönste, wer ist der Erfolgreichste. Wer hat den meisten Follower? Oder es ist fast, nein, nicht fast, wenn wir sagen, wer wir sind, oder? Es ist wichtiger, dass ich irgendwo eine Weiterbildung vorweisen kann. Es ist etwas anderes, wenn ich sagen kann, ich bin Pilot als Buschauffeur. Es ist etwas anderes, wenn ich kann sagen, ich bin Professor, als wenn ich ganz normaler Bützer bin, der von 8 bis 5 schafft. Wir sagen auch, ich bin Lehrer oder Lehrerin. Ich bin Pfarrer. Nicht ich arbeite als Lehrerin oder als Pfarrer, sondern ich bin. Oder? Wir sagen schon, unsere Identität ist in das, was wir machen. Und das möchten wir möglichst erfolgreich tun. Das ist eigentlich noch krass, dass wir uns so fest identifizieren mit dem, was wir machen, mit unserem Erfolg
und nicht mit dem, wer wir sind. Und wenn ich so auf Social Media gehe, ich weiss nicht, ob du das auch machst oder schon lange gelöscht hast, dann gehst du drauf und siehst du all die schönen Bildchen. Oder? Siehst du all das Tolle. Oder? Es wird so alles ausgestellt in einem digitalen Schaufenster. Oder? Da gibt es die erfolgreich sind, indem sie viel Geld machen. Und es ist so überzeichnet, darum habe ich das auch KI-generiert gemacht. Es ist so überzeichnet, oder? Wir stellen in das digitale Schaufenster das Beste, was wir haben, die schönsten Ferien, oder? Was hinten dran noch steht und wer alles noch umeinander läuft, das können wir dann schön wegretuschieren. Kennen wir ja manchmal auch so die Reels, oder? Was ist Realität und was ist einfach Instagram? Aber es steht sehr hoch im Kurs. Stärke, Klugheit und Erfolg. Und schon von der Schulzeit her wird es extrem gepusht. Wenn du erfolgreich sein willst, wenn du reich sein willst, wenn du beliebt sein willst, dann musst du Vollgas geben, dann musst du erfolgreich sein, dann musst du alles geben. Und da sind wir so in einem Hamsterrad drin, wo wir unsere Identität so stark von unserer Leistung auch abhängig machen. Unsere Kultur sagt, wer Einfluss hat, wer etwas erreichen will, der zählt. Das Schwache, das, was scheitert, das nicht mithalten kann, wird ganz schnell übersehen und ist vielleicht sogar auch verachtet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das klingt manchmal sehr normal und sinnvoll, oder? Wir möchten nicht schwach sein, wir möchten nicht versagen, wir möchten nicht irgendwo müssen sagen, hey, habe ich nicht geschafft. Ich kann auch nicht aufgeben im Schwimmen von der Lützelau und sagen, ich habe es versucht. Also, nein, ich möchte bis ans Ende schwimmen, möglichst schnell. Und das ist irgendwo auch logisch und das Erfolg anstreben. Ich glaube, das ist auch etwas, was in uns drin ist. Und wo wir uns irgendwo auch sehnen, Stärke und Erfolg und Anerkennung. Und der Paulus schreibt den Korinther genau in so einer Situation hinein und sagt, er sagt 1. Korinther 1,22, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Und ich frage mich, was der Paulus uns geschrieben hat, in unserer Schweizer Kultur, Silber Church, oder? Hat er vielleicht auch gesagt, hey, da fordern die Leute Wunder, Zeichen und Wunder, Bekehrungen, ganz viele Gottesdienstbesucher, dass ganz viele Leute kommen. Dass wir ganz viel Weisheit, dass wir die Besten sind. Und Paulus sagt, Vers 22 bis 23, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir wünschen uns Erfolg, Kraft, Weisheit und Gott sagt, ich gebe euch Kraft und Weisheit in der Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft, wo ganz viele Leute sagen, hey, das ist doch irgendwo Nonsens. Und genau das sagt die Bibel, Vers 18 innen auch. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, also ein Unsinn, so völlig unsinnig. Denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und ich frage dich, ist die Botschaft vom Kreuz, ist das nur eine Kraft in deinem Leben inne? Löst das nur eine Leidenschaft aus? Löst das nur eine Freude aus? Oder sagst du, hey, nein, ich möchte gerne Zeichen und Wunder, ich möchte gerne erfolgreich sein? Und der Paulus sagt, hey, Gott kehrt etwas gewaltig um. Gottes Kraft und Weisheit zeigt sich in der Schwachheit. Und es ist ein Evangelium, das für viele total unsinnig ist. Aber gerade darum ist es eine Botschaft, die unser Leben, unsere Umstände, unsere Familie total verändern kann. Das ist eine total andere Sichtweise. Oder Gott nimmt das Schwache, das Unweise, das Unsinnige, was die Welt findet unsinnig,
wo keinen Erfolg hat, macht es stark, macht es erfolgreich. Erfolgreich über das Menschenmögliche. Das ist es. Er stellt es effektiv auf den Kopf. Gott wählt die Stärke, Gott wählt nicht die Stärke oder das Erfolgreiche, das Kluge. Er wählt das Schwache, das Unscheinbare, das, was die Welt verworfen hat, das, was die Welt sagt, hey, ist nicht so wichtig. Und Paulus macht das noch deutlicher. Und ich liebe an Paulus seine klare und offene Kommunikation. Das sehen wir im Vers 26, wo er sagt, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Schau mal links, mal rechts. Wer sitzt da? Oder? Sind das die Gescheiten? Sind das die Erfolgreichen? Sind das Bundesräte? Sind das CEOs? Sind das die extrem bekannte, erfolgreiche Evangelisten sind? Schau mal links, mal rechts. Oder? Kannst du mal anderen sagen, das ist doch normal. Oder? Nach menschlichem Maß sitzt da nicht viel Weise, nicht viel Mächtige, nicht viel Vornehme, nicht viel Celebrities, nicht viel erfolgreiche Sportler. So. No comments. Sondern das Unsinnige, das Schwache hat Gott erwählt. Das, was in der Welt in der schwach aussieht, hat Gott erwählt. Und das macht erst Sinn, wenn wir es aus der Sicht vom Evangelium anschauen. Aus der Sicht von Jesus und seinem Tod und Auferstehung werden wir es richtig verstehen. Und ich habe gefragt, ist Jesus erfolgreich gewesen? Und ganz viele haben gesagt, ja, selbstverständlich ist er erfolgreich gewesen. Und im Blick von diesen Zeitzeugen, im Blick von Menschen, die keine Beziehung haben zu Gott, ist es unsinnig, ist es nicht erfolgreich gewesen. Aber aus der Sicht von Gott heraus ist das Kreuz das Erfolgreichste gewesen. Jesus ist die erfolgreichste Person, der erfolgreichste Mensch gewesen, der je gelebt hat. Das Kreuz, obwohl es eine Schwachheit ist, ein Folterinstrument ist, das Ende, es ausgesehen hat, als wäre es das Ende, ist das Kreuz, hat sie den Tod überwunden. Hat das Kreuz unsere Verlorenheit, unsere Verdammnis überwunden. Hat das Kreuz uns in eine Beziehung zu Gott gebracht. Hat das Kreuz uns Vergebung geschenkt, eine neue Hoffnung geschenkt. Das ist der Sieg, der grösste Sieg. Das, was die Leute gemeint haben, ist die grösste Niederlage, ist der grösste Sieg, der Sieg über den Tod. Und oder, das Evangelium ist aus weltlicher Sicht keine Erfolgsstory. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott sich erniedrigt hat, schwach geworden ist, verreckt ist am Kreuz. Ist das erfolgreich? Und gerade drin, aus dem Schwachsinn, aus dieser Liebe für dich, aus dieser Schwachheit heraus, hat er dich erst können in der Schwachheit begegnen. Erst in dem, dass Gott Mensch geworden ist, vom Himmel oben herabgekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, hat er dich in deiner Schwachheit, in deiner Verlorenheit, in deinem Versagen, in deiner Verletzung erreichen. Er musste schwach sein, damit er unsere Schwäche zu etwas unglaublich Schönem machen kann. Oder am Kreuz stellt Gott alles auf den Kopf. Und ich glaube, es braucht unser Umdenken. Wenn ich versuche, erfolgreich zu sein und sage, ja, Jesus, aber ich muss auch selber noch schauen. Es braucht ein Umdenken. Wir müssen wieder zurück ans Kreuz gehen und können wieder loslassen von unseren Leistungen oder was alles an uns gefordert wird. Wieder können loslassen und sagen, er erwählt das Schwache und macht es stark am Kreuz. Und ich muss nicht in einem Hamsterrad sein. Es braucht ein Umdenken. Mein Wert ist nicht abhängig von meiner Stärke. Mein Erfolg, meine Klugheit, meine Weisheit ist nicht abhängig von mir. Mein Wert, meine Identität. Sondern gerade in dem Schwachen hinein darf ich und kann ich Gott begegnen. Ich bin zuerst mal nicht Lehrerin oder
oder Student oder Mutter oder Vater. Ich bin zuerst mal geliebt. Geliebte, Freund, erlöst. Ich bin zuerst mal Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes. Das bin ich als erstes und nicht mein Erfolg. Und am Kreuz steht Gott alles auf den Kopf, oder? Wirklich alles auf den Kopf und tut uns das ganze Leistungsdenken, das wir haben als Schweizer, und wir sind das Kind von unserer Kultur und von unserer Gesellschaft, stellt er auf den Kopf und sagt, nein, ich erwähle das Schwache und mache es in mir innen stark. Unsere Kultur sagt, du musst leisten, erfolgreich sein, aber Gott erwählt das Schwache. Der zweite Punkt, den wir möchten anschauen in diesem Korintherbrief, wo wir so drin sind, unsere Kultur sagt, Sinn und Erfüllung, Erfolg findest du in dir selber. Aber Gott schenkt Sinn und Erfüllung durchs Kreuz. Oder? Unser Erfolgsstreben ist ganz oft verbunden mit Selbstverwirklichung. Das würden wir vielleicht nicht zugeben. Aber es geht so oft um mich, dass ich erfüllt bin, dass ich glücklich bin, dass ich erfolgreich bin, dass ich etwas geleistet habe, dass andere mich bewundern und sagen, wow, hast du super gemacht. Unsere Kultur sagt, Sinn vom Leben musst du selber finden. Folg deinem Herz. Du dich selber verwirklichen. Du bist, was das Sprichwort nachschaut, du bist dein Glückes Schmied. Schon mal gehört? Ja. Du bist verantwortlich für Erfolg. Und das klingt irgendwo verlockend, oder? Wer möchte glücklich sein, ein erfülltes Leben haben, erfolgreich sein? Und doch merken wir ganz oft, wir sind im Hamsterrad gefangen. Wir versuchen immer noch erfolgreicher zu sein. Wenn du dann nach so einem Lützellau schwimmen erfolgreich bist, dann findest du, jetzt muss ich noch weiter schwimmen, noch schneller, noch besser, muss es irgendwo noch mehr beweisen. Es langt nicht. Ich kann nicht erfolgreich sein und sagen, hey, danke Jesus, ist gut gewesen. Sondern wir sind gefangen in dem Hamsterrad von diesen Ansprüchen, die ich an mir selber habe, Ansprüche, die vielleicht auch andere Menschen an mich haben. Und was sagt die Bibel? Konträr zu der Kultur, die sagt, du musst dich selber verwirklichen. Was sagt sie im 1. Korinther? 1. Korinther 1,21 heißt es, obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Mit anderen Worten sagt, eigentlich müsste es sichtbar sein. Eigentlich müsste es sichtbar sein für alle die Weisheit, die Schöpfungskraft, die Schönheit von Gott. Schau in die Umwelt um. Oder? Ich finde immer so etwas ganz Spezielles, wenn wir es gerade vom Baden haben, die unterschiedlichen Lichtreflexionen auf dem Wasser. Hast du das einmal beobachtet? Ich finde Wasser etwas unglaublich Faszinierendes. Und jetzt kann man einfach sagen, ja genau, wir haben verstanden mit diesen verschiedenen Wellenlängen, oder? Licht widerspiegelt und so weiter. Aber dass wir nicht irgendwo verstanden haben, dass wir einen Schöpfergott haben, der uns das ermöglicht hat. Einen Schöpfergott, der ermöglicht, dass ich jemanden lieben kann, dass ich es geniessen kann, dass ich sagen kann, wow, das ist etwas so Schönes. Obwohl eigentlich sichtbar für alle, sehen wir es nicht. Und ich glaube, es macht erst Sinn, die Suche nach Sinn und Erfüllung, wenn wir es aus dem Licht vom Evangelium nach dem Tod und Auferstehung von Jesus anschauen und auch verstehen. Weil am Kreuz wird deutlich, ich muss mich nicht selber retten. Wie kannst du das ein paar Mal nächste Woche sagen? Ich muss mich nicht selber retten. Ich muss nicht selber irgendwo stark und erfolgreich sein. Ich bin nicht allein. Oder am Kreuz muss ich meine Schwachheit eingestehen. Weil wenn ich es nicht mache, werde ich wieder vom Kreuz weglaufen und genau gleich weitermachen. Ich muss das, sonst will ich Gott nie meine Herausforderungen anvertrauen. Wenn ich zum Kreuz gehe und schon jetzt weiss, was die Lösung ist, werde ich wieder gehen, statt dass ich sage, Gott, ich weiss es nicht, ich brauche eine Gottlösung.
Das Evangelium ist keine Anleitung zur Selbstverwirklichung, sondern es ist eine Einladung, Gott von ganzem Herzen anzuvertrauen. Und ich finde das so ein schönes Bild auch. Wir dürfen unseren Kopf auf die Schultern von Jesus legen. Und sagen, ich mag nichts, ich kann nichts. Oder eigentlich wüsste ich was, oder ich werde so ein bisschen innerlich getrieben, etwas zu machen. Aber ich weiss, du hast noch eine viel bessere Lösung. Du hast noch viel mehr Kraft als ich. Dass wir unseren Kopf, unser Sein anlegen und sagen, ich bin ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, ein Freund Gottes, ein Befreiter, ein Erlöster. Und vielleicht suchst du immer wieder Sinn und Erfüllung und sagst, das mit dem Kreuz, das kenne ich nicht. Vielleicht hast du auch schon vieles ausprobiert und bist irgendwo nie angekommen. Und ich sage dir heute Morgen, welcome home. Welcome home am Kreuz. Anzukommen beim Kreuz, angenommen zu werden bei Jesus. Und in dieser ganzen Schwachheit dürfen wir merken, meine Identität ist nicht abhängig von meiner Leistung. Weil dort am Kreuz zeigt sich die grösste Liebe von Gott, dass er sich erniedrigt, runterkommt zu mir und in dieser Schwachheit vom Kreuz mir begegnet, in meiner Schwachheit. Damit ich ewiges Leben habe, damit ich Erfolg habe, damit ich ein neues Leben bekomme, damit ich Vergebung bekomme. Dort am Kreuz erringt Jesus den grössten Sieg. Über den Tod, über das Böse, über alles, was dich fertig macht, über deine Krankheit, über das, was über dir ausgesprochen worden ist, über die Verletzungen in deinem Leben, über den Missbrauch, alles. Er hat den Sieg. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz. Für all das, was du nicht kannst, wo du darunter leiden tust. Dort am Kreuz zeigt sich wirklich, was zählt. Nicht unser Streben nach Glück, nach Erfüllung, sondern seine Liebe für uns. Dort am Kreuz findet mir Annahme, Vergebung. Und auch wenn ich nicht erfolgreich bin, dort am Kreuz macht er dich erfolgreich. Dort am Kreuz macht er dich die erfolgreichste Person auf der Welt. Hast du das gewusst? Die erfolgreichste Person. Weißt du, was das ist? Ich sage es nochmal, ich sage es noch ein paar Mal. Er macht dich die erfolgreichste Person am Kreuz. Du bist ein Freund von Gott. Es gibt nichts, wo erfolgreich sein könnte als das. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Alle Kraft, alle Weisheit. Unsere Kultur sagt, strebt nach Erfolg, aber Gott erwählt Schwache und schenkt ihm was? Er schenkt ihm den Sieg. Der Sieg, der angefangen hat am Kreuz, dass wir ein neues Leben haben. Aber immer wieder, jeden Tag schenkt er dir den Sieg. Dritter Punkt, unsere Kultur sagt, du musst erfolgreich sein. Aber Gott erwählt, was schwach ist und macht es stark in ihm. Anfangs diese Woche, stimmt auch nicht. Anfangs das Jahr ist es mir nicht so gut gegangen. Ich hatte sehr starke Kopfschmerzen, so Schwindelattacken, schlecht sein, im Bett liegen. Und statt zu arbeiten, statt irgendetwas machen, statt erfolgreich sein, bin ich im Bett gelegen. Und habe mir überlegt, was heisst jetzt das? Was heisst jetzt, wenn du schwach bist, erfolgreich zu sein? Und habe mich überhaupt nicht erfolgreich gefühlt. Ich habe Gott gesagt, mach mich gesund. Bitte, mach mich gesund. Und bin im Bett gelegen, es ist mir schlecht gegangen und habe nicht Fußball spielen mit dem Kind, habe nicht arbeiten und Sachen entwickeln und Kurs weiterbringen, sondern bin im Bett gelegen. Und ich frage mich, wenn ich schwach bin, wenn du schwach bist, was macht dich denn erfolgreich? Was ist es denn? Wie kann mich denn Gott brauchen in diesem Schwachsein? Was sagt die Bibel im 1. Korinther? Wir sind ja immer voll in dem 1. Korintherbrief hinein. Und er sagt ja, Gott erwählt das Schwache. Aber Gott erwählt das Schwache nicht einfach, damit er uns
schwach sein lässt. Im Sinne von, hey, ist alles gut, du darfst schwach sein, musst dich nicht verändern. Sondern Gott erwählt das Schwache und hat etwas vor. Er braucht das Schwache, um seine Kraft und Weisheit in uns und durch uns sichtbar zu machen. Das steht im Vers 27 bis 28, steht dann, seht euch doch einmal an. Nein, das haben wir schon gehabt. Gott hat das erwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, siehst du nochmal, er hat das Schwache erwählt, berufen, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, um es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Warum oder wie macht Gott mich aus dem Schwachsein erfolgreich? Also einerseits ist es eine Machtdemonstration, wo Gott sagt, ich brauche das Schwache, um zu zeigen, es geht nicht um den Peter und den Hans und das Vreni oder den Roger, sondern um mich. Er braucht das Schwache, das sichtbar ist. Das ist ein Gott, der fähig ist, der Kraft hat, Schwache zu brauchen. Und dann ist es auch so, wenn ich selber stark bin, dann gehe ich ganz selten zu Gott, weil ich weiß es ja selber. Gott braucht das Schwache, damit ich abhängig bin. Damit ich sage, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Nicht meine Lösung, sondern deine Lösung. Gott braucht das Schwache, damit wir kapitulieren und zu ihm gehen. Und dann auch, ihm auch die Ehre geben. Wie Vers 31 heißt, in der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Und ich glaube, wenn wir anfangen, stolz zu sein auf das, was Jesus da hat, in dieser Schwachheit hinein, was passiert dann? Dann fangen wir an, Gott anzubeten. Und was passiert, wenn wir Gott anbeten? Du wirst zu dem, was du arbeitest. Du wirst verändert. Du siehst Jesus, du wirst immer mehr so wie Jesus. Erst im Schwachen hinein kann Gott mächtig wirken. Das ist auch das, was Paulus gesagt hat, in 2. Korinther 12,9. Wo er sagt, hey, im Schwachen inne mache ich dich stark. In diesem Unvermögen inne mache ich dich fähig. Und dass Paulus dann sagt, hey, ich freue mich sogar an der Schwäche. Ich finde es sogar super, dass ich schwach bin. Das ist eigentlich crazy. Ich weiß nicht, ob ich das immer so sagen kann. Aber wenn wir realisiert haben, aus der Sicht vom Evangelium, aus der Sicht vom Kreuz heraus, vielleicht hast du auch schon gehört, Jesus kommt in dein Leben hinein, wenn du umkehrst und glaubst. Und das Interessante ist, wenn wir den 1. Korinther 1 durchlesen, dort heisst es ein bisschen anders. Vers 30 heisst es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Ja? Ein bisschen anders. Wir sagen oft, Jesus kommt in mein Leben hinein. Da heisst es, dass wir in ihm sind. In ihm. Was ist der Unterschied? Ich weiss es nicht. Ich glaube, es ist unsere Perspektive. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, und das ist alles richtig, dann ist es manchmal so, als würden wir ihn als einen Gast einladen und sagen, du darfst schon kommen, aber du darfst mich nicht zu fest stören, gell? Und ich sage dann, wie kannst du gehen? Und wenn wir in ihm sind, dann sind wir in seiner Realität. Dann leben wir in ihm, in seiner Kraft, dort, wo er wohnt, dort, wo er etwas zu sagen hat. Das finde ich so schön an dem Vers. Aber aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Und dann heißt, was die Auswirkung ist, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Und wenn ich in ihm bin, dann komme ich eine neue Weisheit über. Und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und all das, Epheser sagt das auch, Epheser 1,3 heißt es, in ihm haben wir alle Segnungen von der himmlischen Welt. Alles ist zur Verfügung, oder? In ihm haben wir Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung, Befreiung.
Und in ihm ruft uns Jesus der Schwachheit, Unzulänglichkeit raus und gibt uns alles, was wir brauchen, eben die himmlische Segnung, alles, was wir brauchen, an Weisheit, an Gerechtigkeit, an einem heiligen Leben. Und ich finde, ich möchte so ein bisschen abschließen mit einer Story, auch aus der Bibel heraus. Josua 1,3 heisst es, ist so gewesen, der Mose ist gestorben. Da kommt der Josua, Gott erwählt einen Nachfolger und sagt ihm nach dem Tod von Mose, hey, es geht weiter. Geht über den Jordan und nehmt das ein, was ich euch versprochen habe. Und der Josua denkt, hey, jetzt habe ich den Überleiter von Mose und muss jetzt in die Fußstapfen einstehen. Und muss jetzt in ein Land gehen, wo es Riesen hat, wo es auch viele Herausforderungen hat. Und Gott sagt, ich werde mit euch kommen, geht über den Jordan und überall dort, wo ihr ansteht, in all das hinein gebe ich euch Erfolg. Und Josua 1,7 heisst es dann auch, das sagt Gott zum Josua, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln. Steht bei mir ein bisschen anders. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du, was heißt, überall Erfolg hast, wo immer du hingehst. Bleib dran, bleib treu, folg mir nach. Weich nicht von links nach rechts, weder links noch rechts. Egal, ob Herausforderungen kommen, egal, ob du das Gefühl hast, dass du fähig bist oder nicht fähig bist. Ich werde dich erfolgreich machen. Und er sagt, aus der Verbundenheit mit mir wirst du Erfolg haben. Und er sagt, aus dem Ausfüllen von dem, was ich dich erwählt und eingerufen habe, wirst du Erfolg haben. Nicht links, nicht rechts, sondern in das, wo ich dich einrufe. In das, wo du deinen Fuß ansetzt. Und damals war es physisches Land, das gelobte Land. Heutzutage ist das Reich Gottes. Wir haben genau den gleichen Auftrag als Gemeinde, als Individuum, dass wir Schritt für Schritt mit Jesus zusammen Reich Gottes machen. Und er ruft uns in Situationen hinein, in Familien hinein, in Schwierigkeiten, in Arbeitsplätze und sagt, wenn du mit mir gehst, aus meiner Kraft raus, überall, wo du den Ruf, den ich dir gebe, die Berufung, die ich dir gebe, das Erwählen, das ich dir gebe, wenn du dort eingehst, dann werde ich dich erfolgreich machen. Mach nicht das links oder rechts. Mach nicht die Aufgabe vom anderen. Mach nicht das, wo du das Gefühl hast, oh, da bin ich noch ein bisschen besser. Sondern mach das, was ich dir gebe. In das Land, wo ich dich einrufe. In die Situation, wo ich dich einrufe. Und ich werde dich erfolgreich machen. Und ich glaube, das ist das, wo ich möchte, dass ihr mitnehmt. Gottes Berufung glaubensvoll umzusetzen, ist der Erfolg. Gottes auch alltägliche Berufung, es geht nicht nur um die allgemeine Berufung, Gottes alltägliche Berufung glaubensvoll umsetzen, das ist der Erfolg. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder auch in unseren Kursen propagieren. Das ist gerade einer, der am Laufen ist, meine Berufung entdecken. Entdeck, wo möchte Gott dich einrufen? Als Mutter, in deiner Familiensituation, als Vater, dort, wo du merkst, ich habe Teenager, die schwierig sind. In was ruft Gott dich ein, wo du den Platz sollst mit ihm zusammen ausfüllen und er wird dich erfolgreich machen. Und ich habe euch erzählt, dass es mir nicht so gut gegangen ist. Und eines, also in der Familienzeit, die wir zusammen als Familie verbracht haben, ist plötzlich so der ganze Druck von mir abgefallen, es konnte Gott angeben. Tränen sind gekommen, ich war irgendwo total aufgelöst gewesen und gemerkt, ich muss nicht selber stark sein. Er ist es, der stark ist. Und in dieser Schwachheit wird er mich brauchen, zum dort, wo er mich anruft, in die Beziehungen, wo er mich anruft, erfolgreich zu sein, Menschen zu ermutigen, für Menschen da zu sein, seine Gegenwart zu suchen.
Das macht mich erfolgreich. Nicht links oder rechts. Und ich möchte dir auch noch ein Bild mitgeben, damit es wirklich auch bleibt. Manchmal sehen wir so Steine. Ich habe ganz viele Steine im Garten. Ich bin steinreich. Ich weiß nicht, ob du auch so viele Steine hast. Und die Steine die sind so unscheinbar. Und dann hast du das Gefühl, irgendwie so, ja, ist einfach ein Stein. Und vielleicht denkst du auch, ich habe ein Leben so unbedeutend, so schwach, so unvermögend. Und manchmal laufen wir einfach so vorbei an so einem Stein. Und ich glaube, das Schöne ist, dass unser Schöpfer nicht einfach vorbeiläuft, sondern den Wert von dem Stein erkennt, stehen bleibt. Und dann braucht es, dass unsere harte Schale, unser selber erfolgreich sein, dass wir das loslassen und in Schwachheit zu ihm gehen, dass wir uns aufbrechen lassen von Jesus. Und dann aus etwas ganz Normalem, etwas, was ich übersehen hätte, einfach einen Stein. Wird etwas ganz Wertvolles, weil Jesus in dir drin ist, weil du in ihm bist, weil er, wenn ich mit ihm zusammen unterwegs bin, das ausfüllen, was er mich berufen hat, Erfolg wird haben. Und ich möchte dich fragen, so als Umsetzungsschritt, oder Gott möchte dich erfolgreich machen, jeder von euch. Er möchte dich erfolgreich machen in dieser zugewiesenen Berufung, dort wo du drin stehst. Zu was hat Gott dich berufen? Zu was hat Gott dich am Montag eingerufen? Wo er trotz oder gerade wegen deinem Unvermögen erfolgreich machen möchte. Überleg dir das. Ich möchte dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns erwählt hast. Nicht, weil wir stark sind, sondern wegen unserer Schwäche. Weil wir es nicht können. Du hast uns erwählt, trotz unserer Schwäche. In unserer Schwäche hast du uns erwählt und machst uns stark in dir. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen jetzt auch der Arbeitungszeit, der Ministry-Zeit aufzeigst. In was rufe ich dich hinein und mach dich erfolgreich? Heiliger Geist, red du, führ du, leite du. Hilf uns, die Schwachheit anzunehmen, damit wir stark sind in dir. Amen. Bist du näher wie
als Vater, ich kenne dich als Freund. Mein Leben zeugt von der Güte von Gott. Das Leben zeigt, wie du bist treu. Mein Leben zeigt, wie du bist so gut. Solange ich schlafe, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich geh ganz zu dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich geh ganz zu dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Mein Leben zeigt, wie du bist treu. Mein Leben zeigt, wie du bist so gut. Solange ich schlafe, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Mein Leben zeigt, wie du bist treu. Mein Leben zeigt, wie du bist so gut. Solange ich schlafe, werd ich singen. Ich sing das Lied von der Güte von Gott. Ich sing das Lied von der Güte von Halleluja. Jesus, danke dir für deine Güte. Es ist unfassbar, wer du bist, was du da hast. So oft übersteigen deine Dimensionen unsere Dimensionen, weil sie so ganz anders sind. Es fordert uns raus. Aber du machst frei. Preise dich, Jesus. Und ehre dich. Der Alex hat uns die Frage mitgegeben, in was hat Gott dich hineingerufen? Trotz oder gerade wegen deinem Unvermögen? In was hat Gott dich hineingerufen? Nimm doch die Frage auch noch in den nächsten Liedern mit. Und ich werde die Frage noch ergänzen. Mit 2 weiteren Herausforderungen, die im Zusammenhang stehen mit dir. Die eine ist, wo stehst du Gott noch im Weg? Wo nimmst du deinen Platz noch nicht ein, weil du selber möchtest stark sein? Weil du selber möchtest erfolgreich sein? Weil du dich an diesen Werten orientierst, die um dich herum gelten? Und noch nicht Ja gesagt hast zu Gott, zu dem, wo Gott dich hineingesetzt hat. Ich möchte dich einladen, dass du das mit Gott besprichst. Dass du ihn vielleicht auch um Vergebung bittest, dort, wo du ihm im Weg gestanden bist. Dass du loslässt und sagst, nicht mir folge, sondern dir folge.
Nicht meine Stärke, sondern deine Stärke. Loslassen. Und der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist der vom Schwachsein. Schwachsein ist nicht einfach. Und ich glaube, die meisten von uns kennen da innen irgendein Gefühl von der Schwachheit. Vielleicht ist es bei dir Krankheit, etwas Offensichtliches. Vielleicht kämpfst du in deinen Emotionen, in deiner Psyche. Vielleicht kämpfst du in Beziehungen und bist schwach, weisst nicht weiter. Du bist herausgefordert am Arbeitsplatz. Und tendenziell möchten wir gegen die Schwächen ankämpfen. Wir möchten sie aus dem Weg räumen. Wir wollen, dass es aufhört. So wie der Alex so beschrieben hat, wir wollen, dass es weggeht. Aber ich glaube, Gott möchte dir begegnen. Und ich möchte dich herausfordern zu etwas, das unserem Menschlichen komplett gegen Strich geht. Ich möchte dich herausfordern, dass du anfängst, Gott danken dafür. Dass du ihn anfängst anbeten dafür. Weil er sagt, in deiner Schwachheit wird meine Stärke sichtbar. Ich möchte sichtbar werden, dort, wo du anstehst. Fang an, Gott zu danken dafür, dass er stark ist drinnen. Fang ihn an anbeten, dass er grösser ist. Dass er sichtbar werden darf. Nimm doch das in die nächsten Lieder rein. Loslassen und danken.
geniale Gott, so selbstlos, so grenzenlos, so treu bist du, Herr. Du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns, deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nichts zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns, deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nichts zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Du bist nicht tot, dein Grab ist leer. Du lebst in uns, deine Kraft ist hier. Zeig dich in Fülle, halt nichts zurück. Dafür preisen wir dich, dafür preisen wir dich. Ja, ich glaub an dich, dass du Wunder tust, wie vor 1000 Jahren wirkst du hier und jetzt. Ich erwarte dich, weil du mir versprichst, du bist ein Gott der Wunder. Ja, ich glaub an dich, dass du Wunder tust, wie vor 1000 Jahren wirkst du hier und jetzt. Ich erwarte dich, weil du mir versprichst, du bist ein Gott der Wunder. Danke, Jesus, dass du Gott von der Wunder bist. Dem, wo ihm nichts unmöglich ist. Der, der das Universum in seiner Hand hat. Der, der uns Menschen in seiner Hand hat. Der uns kennt. Der uns liebt. Wie kein anderer. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wir haben Gott von den Wunder. Wow, das war ein leisliches Amen. Okay. Wir haben Gott von den Wunder. Amen. Jawohl, wir haben einen grossartigen Gott. Eines von diesen Wunder hat er vor einigen Jahren geschaffen. Nämlich dich. Jeder Einzelne, der da drinnen sitzt, ist ein Wunder. Ein Wunderwerk Gottes. Im Psalm 139 steht es: wir sind herrlich und ausgezeichnet gemacht. Das ist das, was Gott über dein Leben ausspricht. Und oft wissen wir gar nicht so genau, was denn das ist, was er da gemacht hat. Was er da alles an Begabungen und Talent hineingelegt hat. Der Alex hat heute Morgen davon geredet, dass Gott uns ruft, uns beruft, unseren Platz einzunehmen, herauszufinden, wo Gott uns haben möchte. Ja, wie findet man das heraus? Vielleicht hat Gott dir im Gebet heute schon ein paar Sachen gezeigt. Aber vielleicht hast du auch noch ganz viele Fragezeichen. Und ich bin so dankbar, dass wir als Kirche eine Gemeinde sind, die immer wieder tolle Kurse anbietet. Kurse, wo man die Möglichkeit hat, über die Bibel nachzudenken, über Gott, über das Leben mit Gott, aber auch über die eigene Rolle in dem, was Gott tut.
Und wir haben diesen Kurs «Meine Berufung entdecken», wo es darum geht, dass man entdecken darf, hey, was hat denn Gott mir überhaupt für Gaben und Talente gegeben? Wo darf ich die einsetzen? Was möchte er machen damit? Und mich begeistert es, dass in den letzten Jahren einfach immer wieder Leute so ihr Plätzchen gefunden haben und mit Begeisterung und Leidenschaft jetzt etwas tun können im Reich Gottes, wo sie merken, wow, es macht mir Freude und ich kann einen Unterschied machen. Wie genial ist das? Ich mache unter anderem darum gerade noch Werbung für den Kurs, weil heute der Anmeldeschluss ist. Wenn ich dich jetzt also lustig gemacht habe und du findest, ja, genau das ist es, was ich brauche, dann sitz heute an Kompi, melde dich an und bist dabei. Wir sind eine Kirche, die investiert darin, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen dürfen und dass Menschen ihren Platz dürfen finden in diesem ganzen Gottesreich. Und mich begeistert es, dass wir einerseits immer wieder Zeit investieren für das, dass wir Ressourcen investieren und miteinander das Anliegen tragen. Und wenn du das Anliegen auch trägst und findest, hey, ich möchte die Arbeit von dieser Kirche unterstützen, dann möchte ich dich einladen, dass du dich an dieser Kollekte beteiligen, die wir jetzt dann haben. Du siehst hinter mir den QR-Code eingeblendet, falls du gerne etwas per Twint möchtest spenden. Den siehst du ebenfalls an der Stuhllehne gerade vor dir. Und während dem nächsten Lied werden Körbchen durch die Reihe gegeben werden, wo du auch gerne mit einer Bargeldspende dich beteiligen darfst. Danke dir viel mal. Wir sind gemeinsam Kirche, wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Wir wollen gemeinsam Menschen helfen, ihren Platz mit Gott zu finden. Informationen für die nächsten paar Wochen weitergeben. Wir haben hier im Gottesdienst schon öfters mal für Christen gebetet, die es nicht so einfach wie wir haben, für verfolgte Christen in der ganzen Welt. Und wir haben das Privileg, dass am 7. September der Pastor Abraham aus Indien wird da sein. Wir haben einen Talk-Gottesdienst in Interviewform, wo er ein bisschen erzählen wird von seinem Leben. Er hat Gewalt erlebt, Bedrohung, Verfolgung. Und trotzdem hat er einen Weg finden mit Gott, dass er auf Hass mit Vergebung antworten kann. Er wird in diesem Talk davon berichten, wie er selber aus dunklen Lebensphasen herausfinden mit Gottes Hilfe, wie er Heilung und Hoffnung finden und auch andere um ihn herum. Seine Geschichte die zeigt, wie der Glaube auch in schweren Zeiten trägt und Kraft gibt. Und ich möchte dich einladen, dass du dich selber einfach inspirieren von einem Menschen, der mit Gott durch ganz schwierige Zeiten durchgegangen ist und trotz allem Widerstand am Glauben festgehalten hat und neue Perspektiven gefunden hat. Und ich möchte dich einladen, dass du dir auch überlegst, hey, gibt es jemanden in meinem Umfeld, den ich für diesen Gottesdienst einladen könnte? Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Biografien, ich liebe Geschichten allgemein. Man kann mich so durchaus dabei ertappen, dass ich nach wie vor irgendwelche Kinderhörspiele höre. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so. Wir lieben Geschichten. Und ich glaube, es gibt nichts Einfacheres, als Menschen einladen zu einem Gottesdienst, wo sie eine Geschichte, eine ergreifende, packende, spannende Geschichte dürfen hören und gleichzeitig
mit unserem guten Gott in Kontakt kommen. Also überleg dir, wer aus deinem Umfeld, Arbeitskollegen, Nachbarn, Sandkastenfreundin, wenn du könntest einladen an diesen Gottesdienst, dass sie hier dem Gott der Wunder dürfen begegnen. Nächste Woche gehen wir weiter in dieser spannenden Serie. Ich freue mich so richtig drauf. Ich finde das so eine tolle, spannende Serie. Herausfordernd, definitiv, aber extrem inspirierend. Am Sonntag am Nachmittag wird hier wieder eine Hilfsgütersammlung stattfinden für die Ukraine. Ihr kennt das sicher schon ein bisschen aus den letzten Jahren. Ihr werdet draussen beim Connect Desk einen Flyer mitnehmen, wo ihr ein bisschen seht, was gesammelt wird. Es ist eine relativ breite Palette von Sachen, die ihr mitbringen kann. Man muss sie am Sonntag mitbringen. Bitte tut nicht irgendwie jetzt die ganze Woche lang schon irgendwo etwas deponieren da in Silberen, sondern bringt es am Sonntag mit. Dann wird gesammelt, dann wird verpackt und Zweck gemacht für einen Transport in die Ukraine. Wenn du gerne möchtest helfen, unterstützen an diesem Nachmittag zum Verpacken, findest du die Informationen dazu ebenfalls auf dem Flyer. Jetzt ist Ministry Lounge noch offen. Da zu meiner Linken, wo die Lampen leuchten. Wenn du merkst, hey, du möchtest gerne etwas noch vertiefen von diesem Gottesdienst, möchtest noch gerne gesegnet werden, möchtest beten um Heilung, möchtest beten um Gottes Kraft, um Weisheit, um Erkenntnis, wie Erfolg bei ihm aussieht, dann komm doch noch vorbei, nimm dir die Zeit. Es ist gut investierte Zeit. Wenn du zum ersten Mal da bist, möchte ich dich einladen, dass du noch bei unserem Connect Desk vorbeikommst. Das ist, wenn du zu dieser Tür auslaufst, geradeaus. Dort bekommst du einerseits ein Welcome Package mit ein paar Informationen von unserer Kirche. Du darfst aber dort auch all die Fragen stellen, die dich bewegen zu unserer Kirche, Informationen holen, mal ein paar Leute lernen kennen. Komm doch vorbei, wir freuen uns, wenn wir dich lernen kennen. Ja, und jetzt kommt eines der Highlights vom Sonntag. Der Gottesdienst ist absolut das Highlight, aber ich finde, das Highlight ist auch immer, dass wir noch miteinander zusammen essen können. Komm doch noch ins Bistro. Es gibt, so viel ich weiss, ja genau, es gibt Äpfelmakaroni, fantastisch. Für 5 Franken noch die Gelegenheit, um noch ein bisschen austauschen, neue Leute lernen kennen, vielleicht auch mal auf jemanden zugehen, den du noch nicht kennst. Und dann wünsche ich dir Gottes Segen, seine Führung in der kommenden Woche und göttlichen Erfolg für das, was du anpackst.